weitert die Hut. Vielmals merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beim Gesetzesprojekt 8325 machen wir heute zu Lützeburg Stimmsetzung vom EU-Reglement 2021-784 vom 29. April 2021 zu der Lüt gegen Diffusion von terroristischem Contenu am Netz. Das Reglement denkt nicht just dem seieren Ruf von Erläsche von terroristischem Contenu aus dem Netz, mir geht also auch harmonisiert europäisch Regeln für gegen den Missbrauch von Hosting-Diensten an dem Sinn 4 zu gehen. Das sogenannte TCO-Reglement, also Terrorist Content Online-Reglement, ist seit dem 7. Juni 2022 an alle EU-Memberstaaten direkt applikabel, aber sind Anpassungen an unserer nationalen Gesetzgebung nötig. Das Gesetzesprojekt 8325 gouf den 12. Oktober 2023 von der demolischen Justizministerin Madame Tanson deposiert. Die Hauptziele vom TCO-Reglement sind Bekämpfung und Eindämmung vom terroristischen Online-Inhalten binnen der EU und eine zeitnahe Löschung von den Inhalten aus dem Internet zu garantieren. Das Gesetzesprojekt sieht vor, dass Hosting-Dienstleister obligiert sind, Schutzmaßnahmen in Platz zu setzen, was sie mit terroristischem Contenu in Berührung kommen. Einerseits sollen sie dafür sorgen, die Contenu binnen enger Stunde oder Injunktion von der zuständigen Autorität aus dem Netz zu holen, respektive den Access an allen EU-Memberstaaten zu blockieren, und andererseits die zuständigen Autoritäten direkt darüber informieren, von terroristischen Kontinuen eine imminente Gefahr für das Leben durchstellen. Heute zu Lützeburg sind der Polizeminister und den Hochkommissariat à la Protection Nationale, den HCPN, aus seiner Funktion als Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information als Autorität kompetent designiert gehen. Die strafrechtlichen und administrativen Sanktionen gehen an den Artikel 6 und 7 vom Gesetzesprojekt festgelegt. Den Artikel 6 gesagt strafrechtliche Sanktionen für Vollpresungsstrafen zwischen 1 und 5 Jahren oder Geldstrafe von 25.000 € bis 350.000 € verhängt können gehen. Am Fall, wo ein Online-Hosting-Dienstanbieter seine Obligationen nicht noch könnt, den terroristischen Contenu aufzuholen oder die kompetenten Autoritäten nicht informiert wird. Den Artikel 7 lädt die Administrativsanktionen fest, die je nach Verstoß vom zuständigen Minister oder vom HCPN verhängt gehen, am Fall von einer Mise en demeure, an der den Dienstleister aufgefordert wird, sich an Regeln zu setzen, aus ihren Obligationen nachzukommen. Die Administrativgeldstrafen können sich von 5.000 bis 350.000 € belaufen. Erwähnt zu diesem Gesetzesprojekt aufgehen der Parquet aus dem Arrondissement Lützeburg, den 25. Oktober 2023, Cour supérieure de Justice, den 7. November 2023, Chambre de Commerce, den 5. Dezember 2023, der Parquet General, den 20. Dezember, und der Parquet vom Arrondissement Dickrich, den 26. Januar. Hier war ein kleiner Tippfehler an unserem schriftlichen Rapport, wo irrtümlicherweise 2023 steht, am Platz von 24. Natürlich sollen du dann 26. Januar 24 lesen. Den 18. April das Jahr ist das Projekt de loi an der Justizkommission präsentiert gehen, an mein Kollege den Alex Donnersbach, den heute leider nicht kann Hausen als zum Rapporter genannt gehen. Dafür nicht der Lotterie kriegt, diesen Rapport an der Chambre zu präsentieren. Der Staatsrat hat sich vorstellen, dass wir die Verhänge von einer Injonction de Retrait oder de Blockage am Sinn vom Artikel 3, Paragraph 1 auf 4 vom TCO-Reglement am Platz vom Polizeminister den Institut Luxembourgeois de Régulation an der Funktion responsabel gewähren. Das für eine gewisse Unabhängigkeit am Bereich der Telekommunikation, der Police judiciaire und andere Justizautoritäten zu garantieren. Am selben Avis vom Staatsrat vom 12. März gab den Artikel 8 vom Gesetzesprojekt mit einer Opposition formell belöscht, weil diesen Projekt eine Evaluation nur 2 Jahre vorgesehen hat. Laut der Justizminister ein Rapport unique über die Applikation vom TCO-Reglement an den Dispositionen vom Gesetz und die Regierung en Conseil zu richten hat. Das Möglichkeit besteht zum engen aber schon, soll dem Staatsrat nur auch nicht obligatorisch sein, weil sonst der Legislateur an die Organisation von der Regierung ergreift, was nicht konform am Artikel 92 von der Verfassung ist.
Den Artikel 8 gouf sommer das im Gesetzesprojekt ganz gestracht. Der Opposition formell an anderen Remarken hat Justizkommission mit parlamentarischen Amendementen den 3. Mai ugeholt goufen Rechnung gedrohen. Daraufs hin goufen a wie Komplementären vom Staatsrat, der Chambre de Commerce, dem Parquet von Dickrich, dem Tribunal d'Arrondissement von Dickrich, dem Tribunal d'Arrondissement von Lützeburg und dem Parquet General aufgehen. Der 27. Juni ist nun der finale Rapport zu diesem Gesetzesprojekt von der Justizkommission ugeholt. Schadet wird schon gesagt, dass trotz einem EU-Reglement, das direkt applikabel ist, noch zusätzlich Anpassungen am Lützeburger Recht nötig wären. Der Projet de Loi 8325 dreht damit einer Mise en demeure von der EU-Kommission Rechnung, wo Lützeburg, gerade wie 22 andere Memberstaaten, den Artikel 12 vom Paragraph 1 vom TCO-Reglement nicht zeitgemäß umgesetzt hat. Es waren eine ganze Partie Obligationen, die das Reglement vorgesehen, die nicht mehr Zeiten umgesetzt wurden, darunter eine andere Designation von der oder den zuständigen Autoritäten, die Injunktionen können ausschwätzen, sowie Sanktionen am Kader vom terroristischen Online-Contenu. Die EU-Kommission hat die Prozedur d'infraction auch nur am 7. Februar 2024 gefordert, weil wir auf den Datum noch immer nicht konform waren. Das wird zum Rapport zum Gesetzesprojekt gewährt. Auf jeden Fall für Details verweisen wir auf den schriftlichen Rapport von Herrn Donnersbach. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich stehe mein Kap und als Sprecherin von der CSV. Und wir hören immer mehr oft an den Nachrichten, dass sich Leute durch Online-Kontakte oder Foren zusammenschließen und radikalisieren. Dem muss man unbedingt entgegenwirken. Mit harmonisieren Regeln europäischem Niveau am Kampf gegen den Online-, gegen den Offline-Terrorismus und organisierte Kriminalität sind wir da richtigen Weg für zukünftige Attacken vorzubeugen. Durch die Worthaut holen wir dann enfin als Memberstaat auch als Verantwortung am Kampf gegen den Terrorismus am Online-Bereich. Das Gesetzesprojekt sagt dafür, dass Toasting-Denkschläger gewisse Obligationen kreieren. Er sollen Mesuren ergreifen, die nötig, appropriiert, proportioniert am Kader vom demokratischen Verständnis sind. Darunter versteht sich für uns, dass die Meinungs- und Informationsfreiheit sowie die Medienfreiheit und der Pluralismus erhalten bleiben. Wir fanden, dass das Gesetzesprojekt die richtige Balance findet, an dem die zuständigen Autoritäten können eine Injonction de Retrait vis-à-vis von einem Hosting-Denkschläger verhängen. Und diesen seinerseits dafür sorgen muss, dass das Contenu bei nicht einer Stunde nach dem Erhalt von der Injonction de Retrait gelöscht oder zumindest blockiert sind. Der Polizeminister also einen richtigen Choix und hat durch die nötige Objektivität kann das garantieren. Daneben sind wir auch der Meinung, dass den Hochkommissariat la Protection Nationale, den 2007 der Koordinateur national an der Lutte gegen den Terrorismus zu Lützeburg ist, der richtige Choix am Kader vom Artikel 3 vom Reglement ist. Spezifisch ist das der Fall, wenn so Injonction de Retrait oder de Blockage bei den 12 Monaten verhängt gesehen. Den HCPN deswegen nämlich nicht nur mit den internationalen Organisationen, wie zum Beispiel am Niveau von der UNO, der EU und dem Conseil de l'Europe, aber kann auch direkt einen internationalen Vergleich machen und als der Präzedenzfall an andere Länder Raisonnement erzählen. Dafür lasse mich just noch einen Akkord von meiner Fraktion zum Gesetzesprojekt 8325 zu gehen und ich sage merci für die Knowledge.